SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Monsterbesuch. Ich bin einmal mitten in der Nacht verwacht. Ich habe etwas gehört rumpeln. Ich bin aufgestanden und bin vorsichtig die Stege runtergelaufen. Die Haustür die ist sperrangelweit offen gestanden. Und sie sind gerade reingekommen. Die Monster. Ich bin auf den Stegen stehen geblieben und habe gezählt. Es sind 20 Monster. Einer hat einen Koffer in der Hand getragen, ein anderer ein grosses Buch. Wir haben ein kleines Haus und 20 Monster sind sehr viele Monster. Und die 20 Monster sind dann nicht etwa klein, die sind riesig. Auf jeden Fall war der Eingang gerade pumpenvoll. Und jetzt? Habe ich überlegt. Was mache ich jetzt? Ich habe das gemacht, was wir immer machen, wenn Gäste kommen. Ich habe jedem Monster Tatzen gegeben und Grüezi gesagt. Ich habe sie in die Stube geführt und habe sie gebeten, sie sollen doch absitzen und Platz nehmen. Ich habe ihnen spanische Nüsse angestellt und Sirup. Zum Glück haben wir genug Gläser gehabt. Die Monster haben darum dummerweise Gläser aufgegessen. Die haben nicht gecheckt, dass man aus denen trinken sollte. Aber ich konnte es nicht mehr erklären. Die Gläser waren schon aufgegessen. Das hat dann geknirscht. Mir ist es gerade eiskalt den Rücken durchgelaufen. Die Stube war also voll Monster. Ein paar sind auf dem Sofa gehockt, 2 auf dem Tisch und ein paar unter dem Tisch. Sie haben recht müde ausgesehen. Mit Gästen sollte man ja reden. Aber was redet man mit Monstern? Ich kann dem von der Schule anfangen zu erzählen, was ich so den lieben langen Tag mache. Das kleine Monster hat alles, was ich erzählt habe, in ein grosses Buch aufgeschrieben. Ich war richtig stolz. Ich habe immer mehr und mehr und mehr erzählt und ich habe richtig den Plapperi bekommen. Das kleine Monster hat geschrieben und geschrieben und geschrieben und die Feder hat grusig auf dem Papier gekratzt. Mir ist es gerade wieder eiskalt den Rücken durchgelaufen. Draussen ist es langsam hell geworden. Die Vögel haben angefangen zu zwitschern. Zum Glück war es Sonntag und ich musste nicht in die Schule. Die Monster haben mir zugelassen, wie wenn es noch nie ein Mensch gehört hätte reden. Die Kiefer sind ihnen nur so runtergefallen, so baff sind sie. Das hat ausgesehen. Ein paar ist sogar die Zunge aus dem Maul gehangen. Der Käufer ist auf den Teppich getropft. Das war also ein bisschen grusig. Ein paar haben gekichelt, wie wenn sie heiß hätten. So, habe ich gesagt, jetzt habe ich genug erzählt, jetzt sind ihr dran. Da habe ich gemerkt, dass die Monster gar nicht reden können. Sie haben mich nur blöd angegrinst und mit den Zähnen gefletscht. Aber das haben sie ganz friedlich gemeint, das habe ich sofort gespürt. Trotzdem hat es recht ungemütlich ausgesehen. Sie sind immer näher und näher zu mir gekommen. Ganz eng sind sie um mich herumgestanden. Ich habe ihren Schnuff auf meiner Haut gespürt. Das war dann heiß. Ich habe recht angefangen zu schwitzen. Schade, dass es nicht Winter war. Die Monster haben nämlich viel besser geheizt als jede Heizung in unserem Haus. Nur, die Monster haben aus dem Maul gestunken. Mir war es schon richtig schlecht. Die haben sicher noch nie etwas von einem Zahnbürstchen gehört. Aber ich muss sagen, ich habe mich zwischen diesen Monstern sehr wohl gefühlt. Sie haben die ganze Zeit geknurrt, aber ich hatte überhaupt keine Angst. Plötzlich musste ich gehen. Ja, ich bin ja mitten in der Nacht verwacht. Und kaum habe ich das Maul zugemacht, da haben alle Monster ihre Mühler aufgerissen und haben mich nachgemacht. Für einen kurzen Moment ist es stockfinster um mich herum geworden. Ich habe in 20 fürchtige Mühler gesehen, die ausgesehen haben wie Tunnel. Dann sind alle Mühler wieder zugegangen und es ist wieder hell geworden. Ich gehe jetzt schlafen, habe ich gesagt.
Ihr auch. Ihr könnt auf dem Teppich schlafen, der ist schön weich. Ich habe auch schon drauf geschlafen. Und wenn ihr euch zusammenruggelt und zusammenrutscht, dann habt ihr alle schön Platz. Ich bin dann in den oberen Stock hochgegangen und auf der Stege habe ich gespürt, wie die Monster mir nachschauen. Mir ist es ganz warm den Rücken durchabgelaufen. Die anderen werden schön staunen, wenn sie die Monster entdecken, habe ich gedacht und musste grinsen. Dann bin ich ins Bett schlafen. Irgendwann Mal habe ich eine Sirene gehört. Ich bin sofort aus dem Bett gegumpelt und ans Fenster gerannt. Und was habe ich draussen gesehen? Die Feuerwehr, direkt vor unserem Haus. Die Polizei war auch da. Warum macht? Oh, da sind mir die Monster wieder in den Sinn gekommen. Ich habe mich schnell angelegt und bin aus dem Zimmer gerannt. Und da sind alle gestanden. Vor meiner Zimmertür. Meine Eltern, meine Geschwister und meine Großeltern. Ganz eng sind sie nebeneinander gestanden und haben sich gegenseitig festgehalten. Ihre Gesichter waren ganz weiss vor Schreck. Ich habe «Guten Morgen miteinander» gesagt und habe vorbei wollen. «Nein», hat meine Mutter geflüstert, «bleib da!» Meine Mutter war eigentlich immer eine starke und mutige Frau, aber an diesem Morgen hat sie richtig Angst gehabt. «Aber das sind doch nur 20 Monster», habe ich gesagt. «Die sind ganz nett und bei uns auf Besuch.» Und da habe ich es gehört. Ein riesiger Lärm. Komisch, der Lärm hat mich vorher gar nicht geweckt, aber die Sirene. Schnell bin ich die Stegen runtergeflitzt. Die Monster sind schon hellwach gsi. Und wie hat sie in unserer Stube unten ausgesehen? Schrecklich! Ein riesiges Durcheinander. Alles ist auf dem Boden gelegen, alles verstreut, alles verkratzt, alles angeknabbert. Alle Möbel sind verschoben und umgekehrt. Die Stuhlbeine sind abgebrochen, das Geschirr verschlagen. In der Küche ist der Kühlschrank offen gestanden, die Türen der Vorratskammern auch. Alles war leer rum, alles aufgegessen. Überall war alles rausgerissen. Die Vorhänge abgezerrt, alles aufgeschlitzt, alles verdreckt. Ich bin nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Wie ist das möglich gewesen? Wie haben die friedlichen Monster innerhalb von ein paar Stunden so eine Sauordnung veranstaltet? Aufhören! Sofort, habe ich gebrüllt. Und auf einen Schlag war alles ruhig gewesen. Kein einziges Monster hat sich bewegt. Alle haben mich angeschaut und haben gespannt gewartet. Und bis plötzlich so mucksmüsli still im Haus war, haben wir die Polizei gehört rufen. «Kommt raus! Die Hände über dem Kopf! Das Haus ist umstellt!» Das war wie in einem Krimi. Die Monster sind um mich herumgestanden und ein paar haben meine Hand abgeschleckt. «Ihr müsst keine Angst haben, ich sie beruhigt. Ich mache das schon.» Und dass sie merken, dass sie wirklich keine Angst haben müssen, habe ich ein paar Monster hinter den Ohren gekrault. Da haben mir etwas Schönes eingebrockt. Aber so schlimm ist es auch wieder nicht. Ich habe meine Mutter gehört rufen, ich soll vorsichtig sein. Sie hat fast gebrüllt. Also das habe ich jetzt schon ein bisschen übertrieben gefunden. «Mami, die sind harmlos», habe ich zurückgerufen. «Die sind vielleicht ein bisschen ungeschickt und nicht gerade gut erzogen, aber wegen dem hätten die wirklich nicht gerade die Polizei holen müssen. Die Feuerwehr erst recht nicht.» Draussen war irgendetwas los. Ich habe aus dem Fenster geschaut und habe gesehen, wie die Feuerwehr die langen Leitern ausgefahren hat und wie meine Eltern vom oberen Stock auf den Leitern abgestiegen sind. Angsthasen. Die Polizei hat wieder durchs Megafon gebrüllt. «Kommt alle raus! Die Hände über dem Kopf! Das Haus ist umstellt!» Ich habe das Theater total übertrieben gefunden. Aber irgendwie hat es mir auch angefangen gefallen. Endlich ist etwas los. Alle Nachbarn sind vor unserem Haus gestanden. Aber wirklich alle. Es waren viele Leute. Alle wollten wissen, was bei uns passiert. Mein Vater ist zuletzt über die Feuerwehrleiter heruntergeklettert. Meine Großmutter ist schon zufrieden auf dem Gartenstuhl gehockt. Und meine Mutter hat gerade aufgeregt mit einem Feuerwehrmann geredet. Mein Vater hat meine kleine Schwester auf dem Arm und hat sie getröstet. Die anderen Geschwister die habe ich bei den Nachbarn gesehen rumstehen. Die haben denen sicher erzählt, was sie im Haus erlebt haben. Aber die haben ja gar nichts erlebt. Aus lauter Angst sind sie ja abgehauen. Ich habe gesehen, wie meine Mutter wild mit den Armen herumgefuchtelt und aufs Haus gezeigt hat. Sie redet sicher von mir, habe ich gedacht. Sie sagt sicher, ich sei immer noch im Haus bei diesen furchtbaren Ungeheuer. Aber es sind doch harmlose Monster und außerdem unsere Gäste. Ich habe mich wieder zu den Monstern umgedreht. Und was habe ich gesehen? Die harmlosen Monster haben alles aufgefressen. Alles, was nicht niet- und nagelfest war.
Jetzt haben sie gerade den Kochherd und den Kühlschrank aufgefressen. Gestern hin oder her habe ich gedacht, jetzt gehen sie zu weit. Ein paar Monster waren gerade dran, über einen Stock hochzulaufen. «Halt!» habe ich gerufen. «Da bleiben!» Aber es war schon zu spät. Alle Monster sind in den oberen Stock hochgekrochen. Das wäre der Moment gewesen, wo ich ohne Probleme aus dem Haus hätte schleichen können. Aber ich wollte nicht. Ich habe das Buch entdeckt, wo das Schreibmonster in der Nacht alles reingeschrieben hat. Auf dem Deckel ist etwas gestanden. Aber ich konnte es nicht lesen. Es war eine andere Schrift und eine andere Sprache. Ich habe das Buch aufgemacht und habe eine Zeichnung von unserer Welt gesehen. Von Land zu Land hat es einen roten Strich gehabt. Das war wahrscheinlich die Reiseroute. Ein paar Länder waren durchgestrichen. Dort waren sie, denke ich, schon. Unser Land haben sie mit einem dicken Stift eingekreiset. Und neben dem Kreis war ein Ausrufezeichen. Das wird das Zeichen sein für sehenswert. Ich habe weitergeblättert. In diesem Buch war kein einziges Wort in unserer Sprache. Die Schrift habe ich noch nie gesehen. Ich habe das Buch auf die Seite gelegt und habe gehört. Es war ruhig. Aber dann habe ich ein komisches Geräusch gehört. Mir war es nicht mehr wohl. Ich habe mir Sorgen um unser Haus gemacht. Plötzlich ist mir meine Eisenbahnanlage in den Sinn gekommen, die ich in meinem Zimmer aufgebaut habe. Ja, und alle anderen Sachen, die mir gehören. Schnell bin ich die Stegen hochgerannt. Das Geräusch hat tönt, wie wenn die Monster unser Haus abeinandersagen würden. Vorsichtig habe ich ins Zimmer meiner Eltern hineingeschaut. Da musste ich lachen. Im grossen Bett meiner Eltern sind etwa 7 Monster gelegen. Nebeneinander und aufeinander. Und sie haben zufrieden geschlafen. Die anderen Monster sind in den anderen Zimmern auf dem Bett gelegen und haben geschnarchelt. Sie haben so laut geschnarchelt, dass die Scheiben zittert haben. Und da ist mir wieder in den Sinn gekommen, was vor unserem Haus alles los ist. Ich bin ans Fenster. Draussen sind noch mehr Menschen gestanden. Sogar Reporter sind da mit Kamera und Mikrofon. Ich habe meiner Familie zugewunken. Ich habe gesehen, dass die Polizisten ihre Pistolen gegen das Haus gerichtet haben. Das hat gefährlich ausgesehen. Aber was regen die sich so auf? Wegen ein paar Monster, die zu uns kommen, schauen, wie wir leben. Ich meine, Monster sind Monster und halt ein bisschen wilder als wir. Dann kann es halt passieren, dass etwas kaputt geht. Und sowieso, wir sind versichert. Und zwar gegen alle Katastrophen, die es gibt. Sicher auch gegen Monsterpsych. Und wir haben sowieso neue Sachen wählen. Neue Möbel für die Stube, neues Geschirr und der Fernseher war auch nicht mehr der neueste. Großmutter hat immer über den Kochherd geschimpft und dass er zu wenig modern sei und der Teppich war voll Flecken. All das haben meine Eltern schon lange ersetzen. Und jetzt ist es soweit. Alles ist kaputt. Die Monster haben eine gute Arbeit gemacht. Eigentlich hätte mir den Monster Danke sagen. Ich habe überlegt. Monster sind unsere Gäste. Und den Gästen tut man nicht Pistolen vor die Nase heben. Das macht man also in keinem Land, so viel ich weiss. Was die Polizisten von aussen machen, ist sehr unfreundlich. Die müssen weg. Und alle anderen auch. Niemand hat etwas zu suchen vor unserem Haus. Monsterbesuch ist eine private Sache, das ist unsere Sache. Ich habe das Fenster aufgemacht und rausgerufen, die sollen alle verschwinden. Sonst komme ich gar nicht mehr aus dem Haus. Und dass die Leute mir auch glauben, habe ich die grosse Wasserpistole genommen und habe ein paar Mal zu den Leuten runtergespritzt. Das hat gewirkt. Ich habe gesehen, wie meine Mutter mit meinem Vater geredet hat. Dann hat sie mit der Polizei verhandelt. Und es ist nicht lang gegangen. Da haben die Polizisten ihre Pistolen eingepackt, sind in ihre Auto gestiegen und sind weggefahren. Die vielen Leute sind auseinandergegangen. Die Feuerwehr haben die Leiter reingeholt und auch die Reporter haben ihre Mikrofon und Kamera eingepackt und sind weggefahren. Als ich wirklich nur noch meine Familie vor dem Haus gesehen habe, bin ich sehr zufrieden. Ich habe das Fenster zugemacht und bin zum grossen Koffer der Monster. Ich habe den Monsterkoffer vorsichtig aufgemacht. Es hat fast nichts drin. Ein paar leere Gummibärli-Päckchen, ein paar angekratschte Zahnbürstchen, ein Kompass, ein paar verschrumpelte Rüebli, ein angeknabbertes altes Brot, ein paar zerflederte Landkarten, ein Radio, Bleistift und ein Kugelschreiber und ein leeres Buch. Ich habe das leere Buch genommen und hineingeschrieben: «Angenehme Reise und alles Gute.»
Ich habe auch noch ein Herz gezeichnet und habe mit meinem Namen unterschrieben. Und «Auf Wiedersehen» habe ich noch geschrieben. Dann habe ich meine Lieblingskassetten in den Kassettenrekorder hineingetan, habe auf Start gedrückt und ganz laut aufgedreht, sodass die Monster verwacht sind. Sie haben sich gestreckt, haben laut geeinert und Krallen gespreizt. Ich habe ihnen erzählt, was alles passiert ist. Ich bin nicht sicher, ob sie mich verstanden haben. Aber es hat so ausgesehen, als würde mich das Schreibmonster verstehen. Es hat die ganze Zeit mit dem Kopf genickt und eifrig ins Buch geschrieben. Dann sind wir alle zusammen aus dem Haus. Ich habe meiner Familie unsere Gäste vorgestellt. Ich muss zugeben, die Monster haben schon gefürchtig ausgesehen. Aber meine Familie war sehr anständig. Sie haben allen Monstern die Hand gegeben. Sogar meine kleinste Schwester, die der grösste Angsthase ist, hat den Monster die Tatze geschüttelt. Wir sind dann alle gemütlich draussen im Gras gehockt und die Morgensonne hat uns angeblinzelt. Leider haben wir unseren Gästen nichts mehr anbieten. Im Haus hat es rein gar nichts mehr gegeben. Sie haben alles aufgefressen. Aber wir haben den Monster Geschichten erzählt. Geschichten aus unserem Familienleben. Das Schreibmonster hat alles aufgeschrieben. Ich habe noch ein paar Fotos gemacht mit der Polaroid-Kamera. Das ist eine Kamera, die die Fotos gerade rausspeuzt. So haben wir sie gerade anschauen. Gegen den Abend zu haben sich die Monster zwei gemacht, zum Gehen. Sie wollten unbedingt weiter. Keine Ahnung warum. Vielleicht wollten sie aber einfach wieder auf die Reise wollen. Ich habe ein paar von den Fotos in ihren Koffer gelegt. 3 hat meine Mutter ins Familienalbum hineingeklebt. Das war ein gutes Zeichen. Die Monster waren parat. Sie haben alles zusammengepackt in ihren Koffer. Und dann sind sie gegangen. Einfach so, ohne zurückzuschauen. SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.